Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ja, das Thema vom heutigen Tag, kritisch nachgefragt, haben die Kirche oder Christen nicht viel Unrecht begangen? Ich glaube, es ist eine Frage, es ist ein Statement, das man immer wieder einmal hört. Ich denke, es kommt in verschiedenen Facetten daher. Und die einen sagen auch, hey, die Kirche ist doch letzten Endes für so viel Unrecht verantwortlich. Oder sind nicht die allermeisten Kriege durch die Religion irgendwo ausgelöst worden? Und ich glaube, wir müssen offen sagen, jawohl, es ist wahr, Religion, auch die Kirche, ist für viel Unrecht verantwortlich. Ich denke an Mike Lilla, er ist Professor an der Universität von Chicago. Und er hat für die New York Times einen Artikel geschrieben über seine Bekehrung aus der Kirche. Und er ist in eine sehr lebendige, sehr bekannte Kirche in Amerika gegangen. Und er sagt, die Kirche hat mich unglaublich enttäuscht. Und zwar die Gemeinde war sehr autoritär, hierarchisch geprägt. Mitglieder sind dogmatisch darauf aus, damit ich lehrmässig genau auf ihre Linie komme. Und er sagt, ich habe empfunden, wie Christen die Bibel gebraucht haben, ist aggressiv gewesen, ist manipulativ gewesen. Und in meinem Kopf hat sich irgendwo der Gedanke festgesetzt, die Bibel hat vielleicht gar nicht recht. Und ich kann mir vorstellen, mit den Erfahrungen, die er gemacht hat, sein Statement am Schluss, hey, ich habe mich aus der Kirche bekehrt, ist eigentlich nichts anderes als ein Statement gewesen, wo er sagt, hey, ist mein Protest, dass wenn Christen sagen, so sollte man leben, aber es ist dann anders, das kann doch irgendwo nicht sein. Und ich glaube, dass heutzutage auch viele Menschen da sind, viele Menschen gibt auf dieser Welt, die christlichen Glauben, der Kirche wirklich den Rücken zugekehrt haben oder zukehren, weil sie Enttäuschungen erlebt haben. Und ich werde heute Morgen versuchen, auf das Statement irgendwo eine Antwort zu geben. Ich werde versuchen, wenn du selber enttäuscht worden bist durch Christen oder durch die Kirche, dir vielleicht einen Zugang zu geben zu dieser Problematik. Weil ich würde mir so wünschen, ich könnte garantieren, es wird nie mehr passieren, aber ich kann es nicht. Faktum ist, alle Christen sind Menschen mit Fehlern. Alle Christen sind Menschen mit Fehlern. Ich glaube, wenn wir die institutionelle Kirche schauen, dann sehen wir schon, dass immer wieder auch dort grosse Fehler passiert sind. Letzte Woche in unseren Zeitungen in der Schweiz Geschichten wieder drin, Geschichten, wo man nicht will, dass sie irgendwo in Kirchen überhaupt geschehen, geschweige denn, dass Menschen nachher nicht richtig damit umgehen. Aber ich denke, auch viele Religionskriege sind geführt worden im sogenannten Namen von Gott. Menschen sind missbraucht worden, sexuell missbraucht worden. Im Namen von der Kirche sind sogar Menschen getötet worden. Und ich glaube, wir müssen mal auch sagen heute Morgen, es schreit zum Himmel. Die Sachen, die dürften eigentlich gar nicht sein. Und die Bibel verurteilt sie wirklich sehr, sehr klar und sehr stark. Auf der anderen Seite, ja, wie gut muss es denn überhaupt sein? Wie gut müssten denn die Menschen sein, dass es noch glaubwürdig ist? Schauen wir doch schnell in die Bibel miteinander. Ich denke an Mose, ein Mann, der bekannt war für die 10 Wunder, die in Ägypten stattgefunden haben. Nachher für viele Wunder. Ein Mann, der die Bibel sagt, er war ein Freund von Gott. Und eines Tages regen ihn die Leute, regen ihn das Volk so auf. Er wird verrückt, er rastet aus und er schlägt auf den Fels, anstatt zu dem Fels zu reden. Und Gott sagt ihm, hey, weil du meinen Namen nicht geehrt hast, meine Person nicht richtig repräsentiert hast von den Leuten, wirst du nicht ins gelobte Land hineingehen. Einer der grossen Helden im Alten Testament. Oder ich denke an den König David. Hey, es heisst, er war ein Mann nach dem Herz Gottes. Und trotzdem findet sich in seinem Leben
tiefe Versagen. Wir kommen dann noch drauf in unserer nächsten Predigtserie. In unserer nächsten Predigtserie freue ich mich riesig drauf, über den David. Oder denken wir an Petrus. Ich meine, der Mann, der von all diesen 12 Jüngern gesagt hat, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Hey, was darauf ankommt, er stellt sich nicht zu Jesus, er verleugnet, dass er ihn kennt. Und schauen wir mal das Leben an von allen 12 Jüngern. Alle haben Jesus verleugnet. Alle. Jetzt sagst du, ja, das war in der Bibel, jetzt sollte es ja besser sein und so. Aber es ist leider so, es geht kein Jahr vorbei, wo nicht irgendwo ein grosser Leiter von irgendeiner Kirche muss abtreten wegen moralischem Versagen. Und ich glaube, es muss nicht einmal so krass sein, die Story. Ich glaube, jeder, der eine Weile lang in eine Kirche kommt, wird irgendwo miterleben, dass er enttäuscht wird, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden. Und ich schaue in meinem eigenen Leben zurück. Ich bin ja selber Pastor, Leiter von dieser Kirche jetzt in 17 Jahren. Und hey, ich schaue selber zurück und muss sagen, hey, das sind Sachen, die ich falsch entschieden habe. Das sind Sachen drin, wo ich nicht genug Sensibilität hatte. Das sind Sachen drin, wo ich zu wenig auf Menschen gehört habe. Da gibt es aber auch Sachen drin, wo ich zu wenig den Mut hatte, gewisse Entscheidungen zu treffen und durchzuziehen. Und ich wünschte mir so, ich könnte heute Morgen da sein und sagen, hey, ich habe alles richtig gemacht, aber ich kann es nicht. Auch ich schaue zurück auf Sachen, wo ich sage, hey, es tut mir mega leid. Ich wünsche mir, ich hätte es besser machen können. Die Frage ist wirklich die, ist denn die Erwartung, dass Christen, dass eine Kirche muss perfekt sein, ist die wirklich richtig? Weil ich glaube, es gibt Enttäuschungen, die sind vorprogrammiert, wenn wir von Sachen ausgehen, die gar nicht Realität sind. Schauen wir doch mal, was die Bibel sagt. In Jakobus 1,17 heißt, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns geschenkt durch die Kirche auf Erden. Nein, es heißt da, von Gott, der alle Lichter des Himmels schuf. Jesus hat selber mal in einem Dialog gesagt, nur eine ist gut und das ist Gott. Nur eine ist wirklich gut und das ist Gott. Und ich glaube, ich will es so sagen, unsere grössten Erwartungen an Liebe, an Gerechtigkeit, an Fairness, die müssen wir haben, Gott gegenüber und nicht Menschen gegenüber. Weil in Bezug auf Menschen ist die Bibel auch absolut ehrlich. Und sie sagt, wir alle Menschen haben gesündigt, in Römer 3,23, und haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Aber Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk von uns, durch Jesus Christus, der uns von aller Schuld befreit hat. Was ist denn eigentlich ein Christ? Ist ein Christ ein besserer Mensch? Ist ein Christ einer, der besser ist als alle anderen? Ich lese da etwas anderes. Ich lese da drin, dass ein Christ einer ist, der sich eingesteht, dass er gesündigt hat in seinem Leben, der sich eingesteht, dass er nicht so lebt, dass er die Herrlichkeit von Gott verdient. Also in anderen Worten, ein Christ ist einer, der irgendwo in seinem Leben kapituliert ist, der sich eingesteht, ich habe nicht so gelebt, wie ich hätte sollen. Das ist ein Christ. Nicht ganz. Er hat noch etwas Zweites gemacht. Er hat dann gleich sein Vertrauen auf die Gnade gesetzt, aber auf ein Geschenk. Das heisst, hey, ein Christ ist einer, der sich auf absolut gar nichts irgendetwas einbilden kann, im Sinn von, ich weiss, wer ich bin. Gar nichts. Und ich will heute Morgen natürlich zu Menschen reden, die genau mit dem Argument auch darum ein Problem haben mit Christen, weil sie sagen, hey, sie sind eben nicht perfekt, sie leben eben nicht so, wie ich es mir vorstellen würde. Ich rede aber auch zu uns Christen heute Morgen. Ich rede auch zu denen, die sagen, ich folge Jesus nachher. Und ich glaube, die Bibelstelle, die muss in unserem Leben irgendwo auch eine Grundüberzeugung bleiben. Wir dürfen uns nie erheben. Wir dürfen in unserem Leben nie dort ankommen, wo wir vergessen, dass wir begnadete Sünder sind.
Wir dürfen nie dort kommen, wo wir uns irgendwo erheben, einen Gedanken oder Gefühl und sagen, ich bin besser als der, das würde ich nie machen, oder das hätte ich nie gedacht von der und so weiter. Sondern im Gegenteil, ich glaube, die Bibel lehrt, gerade Christen, dass wir allen Menschen auf Augenhöhe begegnen müssen. Und ich glaube sogar, dass die Bibel uns sogar lehrt, dass wir dem Nächsten nicht einmal nur auf Augenhöhe begegnen, sondern sogar ein bisschen drunter. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt, wir sollen dem Nächsten mit Achtung begegnen. Ihm Achtung entgegenbringen. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich wahr, manchmal ist im Namen Gottes, im Namen der Christen, sind Christen manchmal, ich sage es bewusst so, hochnäsig umgegangen mit anderen Menschen. Und ich werde heute Morgen einen Appell machen an uns alle, die sagen, wir glauben an Jesus. Lasst uns nie vergessen, woher wir kommen. Lasst uns nie vergessen, hey, dass, wenn wir etwas erreicht haben mit Gott, das ist Gnade von Gott und das ist nie unser Verdienst. Ich weiss selber noch, als ich von der Bibelschule gekommen bin, ich habe gedacht, hey, ich kann mal die ganze Welt erreichen. Ich habe gedacht, ich werde mal die Welt auf den Kopf stellen. Und ich bin so froh, hat Gott mich auch nach x Jahren Bibelschule irgendwo ein bisschen ins Senkel gestellt, hat gesagt, Matthias, bleib auf dem Boden. Matthias, erheb dich nicht. Matthias, du bist letztlich nur ein Mensch, vergiss es nicht. Und wenn du etwas wirst, wenn du etwas bist, dann bist du Gnade von Gott. Und ich glaube, manchmal vergessen wir noch etwas anderes. Und zwar, dass wir alle unsere Geschichte auch mitbringen. Alle Christen haben irgendwo eine Geschichte in ihrem Leben. Ich denke an die Person, die vielleicht Mobbing erlebt hat, die viel Ablehnung erlebt hat und kommt zu Jesus. Oder ich denke an eine Person, die vielleicht durch eine Zerrüttung von Beziehungen geprägt ist, vielleicht die Beziehung der Eltern auseinandergebrochen. Vielleicht selber durch irgendwo einen Beziehungsbruch gegangen. Oder ich denke an jemanden, der aufgewachsen ist mit dem Motto, hey, du musst halt selber die Ellenbögen führen. Kämpft niemand für dich, du musst für dich selber kämpfen. Du musst halt ein bisschen schlau sein. Lehrst Gesetz von der Power und dann kommst du vorwärts in deinem Leben. Was passiert, wenn so Menschen Jesus Christus annehmen? Was passiert, wenn Menschen mit so Geschichten jetzt Jesus in ihr Leben aufnehmen und wie die Bibel sagt, sich taufen lassen? Was geschieht nachher? Sind sie nachher irgendwie plötzlich perfekte Menschen? Oder könnte es nicht sogar sein, dass gerade weil man eine jahrelange Prägung mitnimmt, dass sich jetzt das Alte, das man mitbringt und das Neue, wo man so gerne sein will, dass sich das viel mehr oft auch vermischt? Kann es vielleicht sein, dass die Person, wo irgendwo viel Ausgrenzung, viel Skepsis erlebt hat, Ablehnung erlebt hat, wenn die Person plötzlich anfängt zu glauben, es gibt einen Gott, es gibt Jesus, es gibt sogar den Teufel, kann es sogar sein, dass die Person anfängt, hinter allen Problemen plötzlich den Teufel zu sehen. Weil das Misstrauen, wenn irgendetwas ist, irgendwo ist jemand gegen mich oder so, jetzt plötzlich einen Namen bekommt. Kann es sein, dass vielleicht die Person, die durch zerbrochene Beziehungen gegangen ist, die es miterlebt hat, wie das Elternhaus zerbrochen ist, wo eine Referenz fehlt, dass es stabile Liebe gibt. Kann es sein, dass die Person, wenn sie von der Liebe Gottes hört, sogar wenn sie Jesus schon vertraut, dass sie immer wieder vielleicht mal Zweifel hat, liebt Gott mich wirklich? Ist es wirklich so stabil mit dieser Liebe für Gott? Hört er vielleicht auf, mich zu lieben, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Gibt es vielleicht Tage, wo Gott launisch ist? Oder sind die Gefühle, die ich habe, ist das wirklich so, dass Gott so, ja, ich fühle ihn manchmal nicht so. Ist er vielleicht gleich ein bisschen weg bei mir und hat er vielleicht so seine Lieblingskind und ich bin wieder mal auf der Seite raus? Kann es sein, dass die Person, die zum Glauben an Jesus findet und früher manipuliert und ellenbögelt hat, kann es sein, dass die Person versucht, ihren Glauben auch so zu leben und versucht, Menschen genauso mit ihren Argumenten zu überzeugen wie vorher und ein bisschen Druck macht? Kann das sein? Ich weiss nur eins, die Erneuerung,
von einer Person, der Erneuerung, braucht viel Zeit. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, das Thema vom Jähzorn in meiner Jugend war ein riesiges Thema. Und ich weiß, wie viel Mal bin ich bei Gott und gesagt, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich bin wieder ausgerastet, ich bin wieder ausgedickt, ich habe meine jungen Brüder verdockt, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, ich habe das Gebet sicher 100-mal gebetet. Und es hat Zeit gebraucht, bis Gott das verändern konnte. Bis ich sage jetzt einmal, ich kann locker drüber stehen, über eine Provokation von ihm. Bis ich die Sachen nicht mehr so persönlich genommen habe von ihm. Es hat Zeit gebraucht. Ich werde Folgendes in einem Fazit zusammenfassen. Glaubwürdigkeit vom Evangelium können wir nicht an dem messen, ob Christen Fehler machen oder nicht. Im Gegenteil, die Kirche, hat einmal jemand gesagt, ist ein Spital für Sünder und nicht ein Museum für Heilige. Das heisst, wenn du in die Kirche kommst, wirst du kein Museum sehen von lauter heiligen Leuten, sondern von Menschen, die erkannt haben, wir sind Sünder, wir brauchen knapp von Gott. Oder vielleicht die anderen, die gesagt haben, Christen sind alles Menschen, die einen langen Weg vor sich haben, um ihrem Meister, den sie lieben, ähnlicher zu werden. Aber das Evangelium hat Kraft, um aus uns andere Menschen zu machen. Es ist Power in dem Evangelium, es ist Power im Glauben an Jesus, dass wir in unserem Leben wirklich verändert werden können, eine Veränderung wirklich machen können. Warum? Was heisst Christus in euch? Das ist ein Jahresvers. Die Hoffnung der Herrlichkeit. In dem Moment, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, kann eben ein neuer Prozess anfangen. Von der Heilung, von der Veränderung, von der Erneuerung, von der Verbesserung. Aber das Problem ist, wir schauen meistens aufs Äußere bei Menschen. Wir beurteilen Menschen meistens nach dem Äußeren. Und schaut, Jesus hat mit dem schon aufgeräumt zur damaligen Zeit. Und eigentlich kann man sagen, Jesus war der grösste Religionskritiker, den es gegeben hat. Er hat wohl nämlich gesagt, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott, auch wenn sie Herr zu mir sagen. Heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Ich habe das mal so eindrucksvoll erlebt mit jemandem, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und der war für mich ein riesen Vorbild. Der war so lieb mit Menschen. Der war so geduldig mit Menschen. Der hat wirklich praktisch nie ein böses Wort oder irgendetwas gesagt. Wirklich, ich habe gedacht, die Liebe Gottes in Person. Also, wirklich fromm, sehr fromm. Und dann ist er mal gekommen und hat gesagt, Matthias, ich will dir etwas sagen. Gott hat zu mir geredet, genau über das. Ich weiss, dass Menschen mich so anschauen. Aber weißt du, dass der Grund, warum ich so bin, hat mir Gott so deutlich gezeigt, ist der. Ich wollte, dass alle Menschen mich lieb haben. Darum habe ich versucht, ein liebevoller Mensch zu sein. Ich wollte mit allen gut auskommen. Und der Grund, warum ich so bin, ist, ich bin konfliktscheu. Und weißt du was? Am Schluss ist das, was er so gut ausgesehen hat, ist eigentlich da drin rausgekommen. Aus einem Wunsch, aus einer Persönlichkeit, wo alles andere als heil und ganz war. Im Gegenteil, man würde sogar sagen, es war eigentlich sehr selbstsüchtig, sehr egoistisch gewesen. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es aus dem Grund, wir dürfen Menschen nie in erster Linie nach dem beurteilen, wie sie äußerlich dorthin Die Bibel sagt, was von Gott zählt, ist, ob Menschen Gott gehorchen. Ob Menschen auf Gott hören. Das ist der grosse Change. Das ist der grosse Unterschied. Ob jemand sagt, ich bestimme mein eigenes Leben, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich lebe nach meinem eigenen Gusto oder ich gebe mich Jesus hin und höre auf ihn und fange an, mein Leben wirklich mit ihm zu gestalten.
Um was geht es? Es geht um eine Veränderung von unserem Herz. Und schau, ich will vielleicht in diesem Zusammenhang noch etwas erwähnen, das wir manchmal vergessen. Aber warum gibt es denn Menschen, die so viel vorbildlicher leben als Christen? Manchmal vergessen wir, dass nicht alle am gleichen Ort anfangen. Ich will dir mal ein Beispiel machen. Jemand wächst in einer zerrütteten Familie auf und lehrt einfach nur durch seine Kollegen, vielleicht auch nicht der beste Freundeskreis, lehrt sich durchs Leben durchzuboxen. Und du hast jemand anderes und der kommt zum Glauben an Jesus. Und du hast jemand anderes, lebt in einer absolut top vorbildlichen Familie. Von mir aus eine atheistische Familie, die sagt, weisst du was, so viel wissen wir auch, man muss dem Nächsten mit Respekt begegnen, so wie du in die Welt schaust, so schaut sie zurück, lach in die Welt, sie lacht zurück und so weiter. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und so weiter. Mit all diesen menschlichen Weisheiten lehrt er so, wächst er so auf. Die Person, die zum Glauben an Jesus kommt, ist so zerrüttet, die von all dem nichts mitbekommt, die ist moralisch im Empfinden uns gegenüber. Die steht auf einem viel tieferen Niveau als die Person, die nicht am Glauben steht, an Jesus, aber die so gute Vorbilder, so ein gutes Umfeld hatte. Und wenn die Person länger mit Jesus unterwegs ist, kann es sein, dass die Person nach 2 Jahren, wo mit Jesus unterwegs ist, moralisch oder im Empfinden noch nicht dort ist, wo jemand anders ist, der sagt, ich bin überzeugter Atheist. Warum? Wir fangen nicht alle am gleichen Ort an in unserer Entwicklung. Aber Gott will uns helfen, andere Menschen zu werden. Und ich werde das auf der nächsten Grafik illustrieren. Und zwar, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann passiert etwas von Gott und das ist das Gewaltige, egal wie jemand moralisch von Menschen dasteht. Und zwar, er wird durch den Glauben an Christus versetzt vom Stand ungerecht vor Gott in den Stand gerecht von Gott. Das ist das, was durch den Glauben geschieht an Jesus Christus. Und dann nimmt der Heilige Geist den Menschen in einen Prozess von der Veränderung. Da sind wir immer noch unvollkommen. Und der geht eben nicht so linear, wie wir es manchmal gerne hätten. Da gibt es Momente, da machen wir wieder ein bisschen Rückschritt. Da gibt es Momente, da ich sage, es wird unseren Glauben boostet, wir sind im Gebet, wir lesen im Wort von Gott, wir leben in der Gemeinschaft mit anderen. Da geht es vielleicht wieder ein bisschen ab, haben wieder Ferien gemacht im Glauben. Aber weißt du, bei den meisten Gläubigen bin ich absolut überzeugt, geht es immer ein bisschen darauf. Aber wenn ihr das extrapoliert, denkt daran, auch am Ende von unserem Leben, wir werden nie perfekt dastehen vor Gott. Das ist das, was nachher nur Gott macht, im Moment, wo der Gläubige, sagt die Bibel, verherrlicht wird. Das ist entweder, wenn wir sterben und Gott sagt, komm, jetzt mache ich die anderen 80% über Nacht noch vollkommen und gut. Oder der Tag von der Wiederkunft von Jesus. Jetzt hat es aber noch 2 andere Pfeile. Und das ist einer, der ein bisschen steiler raufgeht. Ich sage jetzt mal so, wo jemand in seiner Veränderung einfach eine schnellere Entwicklung macht als andere. Und wisst ihr was, ich habe eins festgestellt in der Bibel, es gibt einen Schlüssel, wenn das passiert. Und das ist, die Bibel sagt, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Der demütige Mensch ist der sich eingesteht, Tag für Tag, ich brauche Gott. Das ist der Grund, warum ich in meinem Leben jeden Tag im Gebet auf meine Knie gehe und sage, hey Jesus Christus, ich brauche dich. Weißt du, ihn interessiert es nicht, ob ich Pastor bin. Das Einzige, was ihn interessiert kommt der Matthias als Kind Gottes vor mich und gesteht sich wirklich ein, ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich will nicht mehr. Komm her, verändere mich, erneuere du mich. Lass mich leben in der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich gehe auf meine Knie aus dem einen Grund, weil ich weiss, der grösste Treiber, dass es nicht aufwärts geht, sondern abwärts geht, ist der Stolz.
Darum büge ich meine Knie. Es ist nicht eine religiöse Übung, sondern es ist das Eingeständnis, ich will dem Stolz in meinem Leben keinen Platz geben. Und dann sind wir auch ganz offen, dann gibt es manchmal auch Menschen, die machen die Entwicklung nach oben. Das passiert meistens dort, wenn man stolz wird, wenn man nicht mehr auf Gott lässt, wenn man das Herz irgendwo verschließt, wenn man auf Versuchungen im Leben denen nachgeht. Und weißt du was, vielleicht hörst du zu und vielleicht bist du genau ein Christ, der auf dem Abwärtsweg begegnet, jemand, der auf dem Abwärtsweg ist, bist du begegnet. Und stossest dich an ihm. Und ich verstehe dich auch und weißt du, ich gebe dir auch recht, dass dich daran stossest. Weißt du wieso? Es heisst auch in der Bibel, dass bei Menschen, die sagen, sie sind mit Jesus unterwegs, aber wieder retour gehen in ihrem Leben, dass das Menschen sind, die ein Ekel sind in den Augen der Menschheit. Das steht in der Bibel. Das sind harte Worte. Aber ich glaube, wir möchten ja alle, wo Jesus nachfolgt, wir möchten eine Entwicklung machen nach oben. Wir möchten eine Entwicklung machen, wo wir Jesus ähnlicher werden. Und wie geschieht das? Und zwar, es sind 3 Sachen, die dazugehören. Das Erste ist, hey, Gott will ja, er lebt doch im Gläubigen. Aber was es braucht, ist unsere Mitarbeit. Ich will in anderen Worten sagen, ich will dich fragen, willst du wirklich Jesus ähnlicher werden? Willst du wirklich mit Sünde loslassen in deinem Leben? Willst du wirklich in deiner Denkweise verändert werden? Willst du es wirklich? Also, weißt du, es ist ein Unterschied zwischen ich will schon, aber oder ob du sagst, ich will und zwar um jeden Preis. Der C.S. Lewis hat einmal etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, ich komme immer wieder einen Seelsorgebrief, Mitteilungen bekommen von Christen, die sagen, ja, du, ich schaffe es dort nicht, ich schaffe es dort nicht, ich schaffe es dort nicht. Ich kann einfach nicht, ich bin halt einfach, wie ich bin. Und der grosse Denker und Philosoph C.S. Lewis hat immer die Frage gestellt, ich frage nicht, ob du es möchtest, sondern willst du? Wenn du es willst, ist Gottes Gnade und Größe gross genug, dass du es erreichst. Liebe Leute, ich glaube, es gibt so viele Christen auf dieser Welt, die sich entschuldigen. Mein Vater ist schon so, meine Mutter ist schon so, der Urgroßvater ist schon so. Ich habe herausgefunden, mein Urgroßvater hat das und das gemacht. Weißt du was? Und am Schluss, du findest immer irgendeinen, der schuld ist. Und wenn mein Chef anders wäre, würde ich auch nicht immer wieder so sein. Weißt du was? Ich glaube, heute, an dem heutigen Tag, müssen wir wissen, es geht nicht nur um uns. Aber es geht zu Recht auch um Menschen, die sagen, ich beobachte Christen, ich will wissen, ob das stimmt mit dem Glauben an Jesus Christus. Ob der Glaube wirklich verändert. Und ich glaube, das gibt mir in meinem Leben Passion, wo ich sage, ich kann nicht bleiben, wie ich bin. Das Zweite, was es braucht für diese Veränderung, es braucht Zeit, es braucht Zeit. Es braucht das Dranbleiben. Es braucht etwas, wo du sagst, weißt du was, okay, ich habe es vielleicht nicht geschafft. Ich merke, gewisse Sachen, die sind so tief in meinem Charakter drin, in meinem Denken, in meinen Reaktionen. Ich schaffe das nicht. Und weißt du was, du schaffst es nicht über Nacht. Aber weißt du was, ich will dir eins sagen, wenn du dran bleibst, wird es Gott tun. Gewisse Sachen brauchen Zeit in unserem Leben. Ich denke an eine Frau, die ich seit über 2 Jahrzehnten kenne, die in unsere Kirche kommt. Und ich darf ihre Geschichte erzählen. 10 Jahre lang, jeden Sonntag, wenn ich sie gesehen habe, wie geht's dir? Es geht mir so schlecht. Oh, ich weiß nicht, ob Gott mich liebt. Oh, weisst und ach und ja, weisst, es ist einfach. Hey, aber weißt du was? Sie ist gekommen, sie ist dran geblieben. Sie hat immer wieder gebetet, sie hat immer wieder das Wort von Gott an sich wirken lassen. Heute, das Schönste, ich freue mich immer darauf, sie zu fragen, wie geht es dir? Heute habe ich keine Angst mehr vor der Antwort. Sagt sie, geht mir gut. Es ist nicht immer alles so einfach, aber weißt du, es geht mir so gut. Ich merke, ich habe Gott dabei. Ich merke, Jesus ist da. Weißt du was? Die Frau ist dran geblieben, über Jahre. Und hat etwas erreicht, wo ich ganz offen psychologisch denke, das ist unlösbar, unlösbar.
bleib dran. Gott wird es verändern. Gott bringt den Change. Er ist gross genug, weil er der lebendige Gott ist. Und das Dritte ist, du brauchst Gemeinschaft mit anderen Menschen. Du brauchst manchmal so jemanden, der dir sagt, weißt du was, hey, los, du schaffst das. Gott ist gross genug. Du brauchst jemanden, der dir vielleicht sagt, weißt du was, das ist jetzt eine billige Ausrede. Jemand, der dir den Spiegel vielleicht vorhebt, wie ich vielleicht heute Morgen auch ein bisschen. Du brauchst es jemanden in deinem Leben, einer, der dir eine Challenge gibt und sagt, hey, weißt du was, komm mit Gottes Hilfe. Wir schaffen das. Hey, und ich bin so froh, dass Gott Menschen gebraucht hat in meinem Leben, wo mir Mut gemacht haben, wo mir den Spiegel mal angehebt haben. Aber weißt du was? Menschen, die mich so geliebt haben, gesagt haben, weißt du was? Wir bleiben an deiner Seite, weil wir glauben, God can change you. Wir brauchen einander auf dem Weg. Und ich glaube, heute an dem Morgen, wenn du zuhörst und du sagst, hey, ich habe viele Enttäuschungen erlebt mit Christen. Ich wette dich heute Morgen im Namen der Christen, ich persönlich, ich will dir sagen, mir tut das wirklich mega leid. Ich wünschte mir, du hättest noch positive Erfahrungen gemacht. Aber ich weiss auch eines, ich glaube, gerade weil wir nicht perfekt sind, ich glaube, wir können Menschen, die irgendwo in ihrem Herz auf der Suche sind nach Gott. Ich glaube, die verlässlichste Antwort, die wir ihnen geben können, ist die, ich bin nicht perfekt, aber ich lasse Gott an mir arbeiten. Und ich arbeite mit ihm an der Veränderung von meinem Leben. Und das ist eigentlich meine Frage heute Morgen an die Jesus glauben. Willst du das? Willst du den Change? Nicht nur wegen dir, nicht nur wegen Gott, sondern auch wegen Menschen, die dein Leben anschauen. Und ich werde ins Gebet gehen, heute Morgen. Und Jesus einfach vor dich kommen und sagen, deine Gnade, dein Geist, dein Wort ist stark genug, um unser Leben zu verändern. Herr Jesus, ich glaube, jeder von uns spürt irgendwo in seinem Leben, in seinem Inneren, so Punkte, wo du sagst, da möchte ich gerne arbeiten. Das will ich nicht, dass du so bleibst. Da will ich, dass du umdenkst. Da will ich, dass du mutig bist, das und das zu tun. Und wir möchten dir wirklich heute Morgen auch eine Antwort geben. Eine klare Antwort, eine sichtbare Antwort, dass wir den Change wirklich wollen. Und ich will es so machen, wenn du da bist und sagst, hey, ich folge Jesus nachher und ich will heute Morgen einfach bekennen, ich will den Change in meinem Leben, ich will eine Veränderung, dann steh doch auf an deinem Platz. Und damit gibst du Gottes Zeichen. Du gibst aber auch Menschen ein Zeichen, die vielleicht irgendwo auch in dein Leben hineinschauen und sagst, hey, weißt du, ich habe auch gesagt, ich brauche Change, ich will den Change. Und dann will ich für euch beten. Wenn das dein Wunsch ist, dann darfst du jetzt einfach auch aufstehen und darfst so zu Gott kommen. Und, Herr Jesus, wir wollen das wirklich auch machen heute Morgen. Wir wollen ein klares Statement setzen. Wir wollen nicht einfach nur so mitlaufen, so ein bisschen Christsein spielen, sondern, Herr, von Herzen glauben und tun, was möglich ist auch in deinem Wort. Und ich bete, Jesus, um deine Gnade, um deine riesige Gnade für all die Menschen, die sagen, Herr, verändere mich. Ich brauche es für mich, ich brauche es für mein Umfeld. Ich brauche es, Jesus, einfach weil ich merke, ich bin dort und da noch nicht am Ziel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Geist heute Morgen neu aktiviert wird, dass dein Geist neu lebendig wird, dass die Power von dir zur Veränderung freigesetzt wird, heute an dem neuen Morgen, weil du sagst, Aufrichtigen lässt es du gelingen, Demütigen schenkst du die Gnade, die Power von Gott, die verändert, die erneuert. Und ich will dich segnen im wunderbaren Namen von Jesus. Segnen für die Erneuerung, segnen für die Veränderung. Auch segnen, dass du nicht aufgehst, dass du dranbleibst und dass du mit Gott wirklich auch den Change in deinem Leben darfst sehen und darfst feiern. Halleluja. Und Jesus, ich will heute Morgen einfach auch beten für all die mit diesen Zweifeln auch da sind, zulassen, mit diesen Vorbehalten, mit Enttäuschungen. Ich möchte dich bitten, dass du ihren Herzen heute Morgen hilfst, Vergangenes hinter sich zu lassen. Ich möchte dich bitten, dass sie nicht in erster Linie mehr auf Menschen schauen oder auf eine Kirche, sondern dass sie schauen auf dich.
Wer auf Menschen schaut, auf Menschen baut, sagst du auch in der Bibel, der wird enttäuscht werden. Wer auf dich baut, auf dich setzt, der wird nicht enttäuscht werden. Und weißt du, wenn du eine Enttäuschung erlebt hast, heisst doch, dass du einmal eine Hoffnung in deinem Herz hast gehabt. Eine Hoffnung nach Liebe, eine Hoffnung nach Gerechtigkeit, eine Hoffnung nach dem Echten. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du die Hoffnung wieder ausgrabst in deinem Leben. Ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen sagst, weißt du, auch wegen der negativen Erlebnis, ich will die hinter mir lassen. Die Hoffnung, mit der will ich jetzt zum lebendigen Gott kommen. Und ich will dich einladen. Ich will dich einladen, dein Leben dem Guten, dem einzig guten Gott anzuvertrauen. Und seinem Sohn, Jesus Christus. Hey, und ich glaube, wenn du eine Enttäuschung erlebt hast und den Wunsch wieder führen grabst nach dem Echten, dann bete doch jetzt mit mir und sag doch, Herr Jesus Christus, ich komme auch zu dir. Ich will das Erlebte hinter mir lassen. Ich will Christen vergeben, die mich enttäuscht haben. Aber ich will meine Hoffnung auf dich setzen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, vergib du auch meine eigene Schuld. Vergib du meine eigenen Fehler. Und zieh du in mein Leben ein mit deiner Kraft. Und fang mit dem heutigen Tag an, auch mich zu verändern, auch mich zu erneuern. Von heute an will ich dir nachfolgen. Amen. 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 Hey, ich will dir sagen, ich freue mich mega mit dir, wenn du das Gebet gebetet hast. Ich freue mich mega mit dir über den Schritt und sage, willkommen in der Familie von Gott. Willkommen im Kreis von denen, die sagen, wir brauchen die Gnade von Gott, aber wir wollen. Yes, Amen. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.